Chambre des Salariés hat berechnet, dass zwischen 2002 und 2008 Gewicht von dem Lohn und von den Sozialaufgaben am Lützeburger Bruttoinlandsprodukt 12% raufgegangen ist. An dem Zeitraum ist nämlich der Lützeburger Bruttoinlandsprodukt inflationsbereinigt bald 26% geklommen. Aber wenn ich den Zeitraum gucke, den Herr Miersch ausschwätzt von 10 Jahren, ist einem 50% geklommen. Und dem wurde dem Salariat kein Undeel gehabt. Dass das Phänomen an anderen Ländern, wo kein Index gibt, wie Deutschland zum Beispiel, kein einheitlicher Mindestlohn gibt, nach mehr ausgeprägtes Verstetigung selber. Kann sich also froh, was die ganze Panikmache da eigentlich soll vom Herrn Miersch, und da gibt es eine offensichtliche Antwort darauf. Der Rundumschlag vom Zentralbankchef reiht sich an eine ganze Serie von schamlosen Forderungen, sowohl vom Patronat wie auch von der Finanzwirtschaft, die Krise, die wir haben, verursacht hat, und auch von den europäischen Regierungen, die Deregulierung mit gedroht hat, und die Banken entschuldigt hat, und dadurch hier in eige Staaten massiv verschuldet hat. Und die Forderungen, die zielen alle guten darauf aus der Krise, die wir haben, sogar Kapital zu schlagen, an die sozialen Errungenschaften, die in den letzten 100 Jahren erreicht sind, endgültig aufzuwirken. Zu den Errungenschaften gehören auch Sozialversicherung, eine ganz besondere Rentenversicherung. Das wesentliche Problem ist heute, genau wie am 19. Jahrhundert, Problem von der Verteilung, von dem Reichtum, den erschafft das ging, von der Arbeit annehmen, von der Arbeit. An Debatte über die Rentenversicherung, die fügt sich an die Problematik. An der Diskussion über die öffentliche Rentenversicherung gehen alle Register von der Eheverehrung an der Verunsicherung gezogen. Geht jetzt von Generationskonflikt, von Verelzung von der Bevölkerung, von unzulässiger Belastung von den Staatsfinanzen, von Produktivitätsverlust einerseits, aber dann auch von individueller Aufsicherung, Ulegung von Besuchen an Investitionsfonds, an entsprechender Steuerentlastung für die, die individuell ihr Rente aussparen. Der Eheverehrung a Verunsicherung könnt entgehen, dass an der Kap von den Menschen während der Zeitverschiebung, die zwischen dem Moment leid, wo sie ihr Beitrag abbezahlen, an dem Moment, wo sie herankriegen, dass den Menschen doch nicht klar ist, was eigentlich mit den Suen von der Renteversicherung geschieht, diese abbezahlen. Viele Mengen, das Geld, was sie gingen abbezahlen, das wird dafür da, für hier ehe Renten zu bezahlen. Und an der falschen Beurteilung, da spielt übrigens das Gewicht von der Rentereserve eine Rolle. Aber wirklich geht es ganz anders aus. An all Gesellschaft kann nämlich zu einem bestimmten Moment nimmer das verbraucht gehen, was dem Moment produziert wird. Denkt nämlich an die Dienstleistungen, die 60% von unserem Bruttoinlandsprodukt ausmachen, die kann ich nicht mehr verbrauchen, wo sie produziert werden. In dem Moment. Geht also kurz erbündig nicht mehr zwischen Kenntnisphysischer dran, für zu entscheiden, wie Produktion von Haut verdient wird. Nicht mehr Haut. Das ist genauso der Fall am Kapitaldeckungsverfahren, wie auch an dem Umlehrerverfahren, das an Eisenrenten spielt. Das ist klar, dass die Beschäftigten von Haut Pensionen von denen Pensionierte von Haut bezahlen. Und dass die herno pensioniert sind, die lo schaffen, auch hier Rente bezahlt kriegen von denen, die in dem Moment schaffen. Und hat man den Vergleich. Den Tisch geht Haut von denen Leuten gedeckt, die Haut schaffen,
an alle Guten, die Leute, die haut leben, kommen und die setzen sich um den Tisch. Das ist nicht so, dass ich ging bezahlen für später hin, Suen zu holen, an dem Moment später hin, die Suen zu benutzen. Nein, die Suen gehen Haut benutzt von anderen Leuten, nämlich von denen Leuten, die schaffen. Wir verweisen uns natürlich nicht dem Argument, dass an der Zukunft Männer Leute schaffen, eventuell, an mehr pensionierter wird. Das ist also mehr großen Teil von dem erwirtschafteten Mehrwert und die pensioniert muss gehen. Das ist ja aber ganz normal. Wenn die pensioniert mir ein größer Teil von der Gesellschaft ausmachen, dann muss auch mehr großen Teil vom Mehrwert und die Leute gehen. Ungerecht wird am Gegenteil, von in den erwirtschafteten Reichtum ein paar Leute, die Haut schon viel Suen haben, an die Haut abbezahlen, gingen denen auch eine Möglichkeit geben, an Zukunft sich am Voraus ein Privileg, ob das, was in Zukunft produziert wird, zuzusichern. Dafür stellen wir uns als Lenker auch gegen Privatversicherung von den Betrieben, von den Beiträgen, von den Leistungen. Wir sind auch gegen eine Erhöhung vom gesetzlichen Rentenalter. Besonders deswegen, weil dadurch entweder nach mir heich Schulmarsch für die Jugendlichen steht, oder aber die Leute, die, weil sie nicht genug Jahre können akkumulieren, eben dann eine Reduzierung von ihrer Rente kriegen. Und die sieht ja auch, wie die edler Leute Haut aus den Betrieben rausgeekelt gehen. Das Leute nach 55 Jahren gesagt kriegen, geht der Pension. Wie schon betont, geht es ausschließlich um Verdelung von dem Reichen, den erwirtschaftet wird. Bei dieser Verdelung versichern natürlich Patronat und Regierung, Punkte zu machen, ermöglicht Veränderungen, um Verdelungstrend zu verhindern, den an den letzten 3 Jahrzehnten zum Notteil vom Salariat entstanden ist. Das heißt, den Unteil vom Salariat und dem Mehrwert als stark raufgegangen. Die seht das auf diesem Grafik, wenn ich gucke von den 80er Jahren, als die quasi im 10 von 61 auf 51% gefallen. Und geht darum, für den Trend weiter aufrechtzuerhalten. Wir dürfen also nicht diskutieren über eine Erhöhung von den Betriebssteuern, über eine Erhöhung vom Patronatsbeitrag, über die Partizipation von dem Salariat und der Steigerung von der Produktivität, auch schon gar nicht über eine längstfällige Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich. Dabei ist die quasi ein Autobahn für an der Zukunft Renten aufzusichern. Wir wissen auch viel wert. Da gingen nämlich die Handlungsfähigkeit von der Gewerkschaften gestärkt gehen, an die Lage von den Leuten, die schaffen, auch. An die richtig Alternativen gehören an die Rentendiskussion. Und da resultiert aus all eng Erschränkungen von der Renten oder aus all weiter Bedingungen, die muss erfüllt werden, für eine Grenze kriegen, eine Steigerung vom Profit, ob die Veränderungen durch schwedische Modell heschen oder Floating-System oder anderen drohen, und die Leute meine ich darüber abzuklären. Das ist eine von den wichtigsten Aufgaben, die wir am nächsten Jahr werden haben. Und ich merci.